Hi. Jo Leute, herzlich willkommen bei einem neuen Video und ein liebes Hallo aus Thailand. Baba J ist in Pattaya. Ich habe schon fucking viel erlebt. In nächster Zeit werden wieder Videos kommen. Es werden ein paar geile Videos kommen. Ich habe viel aufgenommen hier. Ich habe eigentlich alles, was ich erlebt habe, aufgenommen. Und ich werde es für euch hochladen. Laden? Wow. Ja, ich habe hier ein bisschen das Reden verlernt und so. Das Video hätte ich eigentlich schon so am ersten, zweiten Tag aufnehmen wollen, jetzt hier, das hier, ne? Aber es ist jetzt doch schon zweite Woche angebrochen so. Ich nähere mich schon wieder der Heimreise und ja, deswegen mache ich es halt jetzt noch so, dass es gemacht ist und was will ich eigentlich sagen? Okay, egal, dann improvisieren wir jetzt einfach. Okay, also, erstens, ihr seht ja schon so ein bisschen hier im Hintergrund und so, ich habe hier ein bisschen ein teures Hotel genommen. Das werde ich euch jetzt zeigen. Wir spazieren jetzt ein bisschen durchs Hotel. Ich zeige euch mal, wie ich so meine Zeit hier verbracht habe und die nächsten Tage noch verbringen werde. Dann geht's nach draußen. Ich habe vor, mal was essen zu gehen. Das wäre vielleicht nichts Falsches. Mein Magen knurrt schon seit gestern Abend, Alter. Wenn ich rausgehe, werde ich euch auch mal zeigen, so die Gegend hier draußen vom Hotel und so, wie hier was wo ist und alles. Und dann laufen wir zusammen an den Strand, von hier. Das ist, ich schätze mal so, ja, vielleicht 20 Minuten laufen. Dann geht es die Strandpromenade entlang. Ich will euch einfach mal ein bisschen Pattaya zeigen. Heute bin ich mal ein bisschen früher unterwegs, hier noch alles hell draußen. Es ist jetzt gerade hier 20 nach 1. Ich schätze, jetzt dürfte so Schweiz, Deutschland circa 8 Uhr morgens sein. Was gibt es sonst noch zu erzählen? Ich merke gerade, ich muss viel cutten beim Video, schon bei den ersten 4 Minuten so. Und gut, freue mich jetzt schon, nice. Also erstens muss ich hier mal noch den Stuhl wegstellen. Das ist noch von gestern Abend. Da habe ich hier an meinem Stuhl einfach so mit dem Stativ mein Handy befestigt, um ein bisschen Film zu gucken und so, weil die es irgendwie nicht geschissen kriegen, in meinem Zimmer den Fernseher zu reparieren. Ist auch geil. So, warte, guck mal. Also ja, ist komplett unordentlich hier, ne? Wie gesagt, bin auch schon eine Zeit hier. Deswegen wäre es besser gewesen, wenn ich das Video früher gemacht hätte. So. Ja, okay. Gut, jetzt geht gar nichts mehr. Also, oh, genau. Dann hier Bett und so. Man hat auch prinzipiell könnte ich alles hier in irgendwelche Schubladen packen, damit es hier ein bisschen hübscher aussieht. Aber ich mag die Unordnung. Das bin ich.
Hier ganz gemütlich kann man auch abends die Scheiße hier ausstellen, wenn man keinen Bock auf Licht hat, ne? Logischerweise. Übrigens finde ich voll geil dieses Mosaik hier. Ultra schön. Hi. Hi. Dann hat man hier noch diese kleine Leselampe oder so, ne? Kann man hier gut aufs Bett ausrichten. Und hier. Nice, nice. Dann hier, ganz verwirrend. Guck mal. Hier steht ja überall Bad, ne? Okay. Ah, ist eins im Bad, ne? Wenn man das hier anmacht, ist heller. Und das hier, das sind zwar die da, ne? Aber, guck mal, jetzt ist hier dunkel. Das ist auch das hier. Und hier gibt es zum Beispiel noch Lichter. Wenn ich das anmache, dann ist hier drin dunkel. Und sonst passiert hier aber nichts. Und da machen wir mal Light 1 und gar nichts. Okay. Dann Bath 1 ist das hier. Light 2. Jetzt habe ich irgendwas im Bad klicken gehört. Aha. Dann das hier ist übrigens die Klimaanlage, ne? Dass ihr ein Gefühl kriegt, wie heiß es hier ist. Digga. Ich habe die auf 31 Grad gestellt, damit ich hier drin nicht friere, Mann. Alter. Hier draußen ist es so abgefuckt heiß. So, jetzt gehen wir auf den Balkon. Uff, hell. Ah, so hell, Digga. Hier unten sehen wir gemütlich den Pool. Ich hab gerade irgendwas Nasses gefasst, Mann. Ganz geil. Und am Morgen läuft hier auch überall noch so Wasser runter. Also ihr seht ja, hier drin ist so eine Rille. Von da wird dann so Wasser hochgedrückt und das läuft dann so wasserfallmäßig über die Felsen. Und so sieht das Hotel aus. Das ist so mein Ausblick. Hier immer gemütlich am Chillen. Auch noch auf dem Balkon, ne? Ganz gemütlich. Das ist so mein Ausblick, den ich habe, wenn ich mir gemütlich hier eine Zigarette gönne oder anderes. Das ist natürlich auch was ganz Geiles. Hier in Thailand ist Weed legal. Deswegen zeige ich euch später dann auch mal noch einen Weed Store hier. Mein Lieblingsstore, kann ich nur empfehlen. Wirklich, ich habe viele ausprobiert hier. Und das beste Weed in Pattaya ist direkt bei mir um die Ecke. Bestes Weed, Qualität, Hammer, Geschmack, Hammer, beste Preis. Einfach beste. Hier ein Bag und so, ne? Auch hier neu gekauft. Falls ich wechseln will vom Stativ hier, ne? Und das Gute ist, habe jetzt herausgefunden, da kann ich unten auch noch das Stativ befestigen. Okay. Das habe ich, dann Portemonnaie hier. Zigarettchen. Ah, hier. Dann hier Kopfhörer. Auch einpacken. Sonnengebrill. Wird angezogen. Deo vielleicht nicht schlecht. Ah ja, genau. Jetzt kann ich euch auch mal zeigen. Hier, warte. Ihr seht ja hier ein bisschen blauer Fleck, ne? Ist auch aus dem einen Video. Also
wenn man jetzt nicht weiß, wie man die Shotgun richtig aufsetzt, dann sieht das so aus. Genau, dann kann ich euch ja hier mal ein bisschen Spoiler geben, was so für Videos kommen werden. Also, erstens Muay Thai. War geil, das war gestern Abend. Dann hier, ja, genau, da ist es passiert. Jetzt sieht's so aus. und, genau. Ja, ihr braucht nichts sagen. Das wird kein schönes Video. Aber das Bild ist geil. Ja, ich weiß. Tiger sollte man nicht streicheln können. Bin ich auch der Meinung. Aber, ja, genau. Das werden dann so Videos. Und, hier, das ist eine 45er. Digga, das war witzig, mit dem Ding rumzuballern, Alter. Und, hier drauf, auf dem Rahmen, seht ihr auch schon ein bisschen Elefantchen und so. Da hier diese Kette, das ist... das sieht zwar aus wie Elfenbein, ist es aber nicht. Das ist Elefantenknochen. Also von einem alten Elefanten, der da im Park gestorben ist, haben sie dann die Knochen auferwertet, haben Schmuck daraus gemacht und der Erlös geht dann wieder an die Tiere im Park. Oder das ist zumindest, was mir gesagt wurde. Aber die Tiere da sahen schon eher besser aus, so als jetzt dann zum Beispiel die Tiger. Das war ein hartes Video, Mann. Also hart, um es aufzunehmen. So, jetzt habe ich aber hier 15 Minuten durchgelabert und euch nur mein Zimmer gezeigt. Übrigens, Bad habe ich euch gar nicht wirklich gezeigt, nur das Licht hier. Sieht schon geil aus, ne? Hier auch ganz gemütlich. Und das ist auch geil. Es ist ja hier Pattaya, ne? Und ja, die Hotels wissen, wie es hier halt läuft, ne? Und deswegen gibt's hier auch immer noch Zahnbürsten. Ja, ihr seht hier, sind schon ein paar. Das ist meine. Ja, da sagen wir mal nichts dazu. Ja, und ich wurde, glaube ich, von irgendeinem Vieh in den Oberschenkel gestochen. Muss mal gucken hier, ob das jetzt wirklich kleiner geworden ist oder ob ich mir das nur eingebildet habe. Ja, nee, ich glaube, das ist kleiner geworden. Okay, ja, dann hat mich tatsächlich was gestochen. Ich kann es euch nicht zeigen, weil das ist direkt am Oberschenkel, so neben den Klöten. Ja. Ich will nicht, dass das Video deswegen gestrikt wird, Mann. Und ich glaube, ihr wollt es nicht sehen. Also es sieht nicht schlimm aus, ne? Es ist einfach so eine kleine Beule. Hat nicht mal eine Einstichstelle. Wieso erzähle ich euch das, Mann? Schneid das raus. Okay. Nice. Dann hier ein bisschen gut riechen, ne? So. Und so. Gut. Das wollte ich ja eigentlich noch machen. Hier so ein bisschen. Ne? Und so. Gut. So, Alter. Ich war jetzt wirklich nur irgendwie so 20 Minuten kurz auf dem Balkon, ne? Um mal ein bisschen Zigarette zu rauchen und warten, bis hier hinten ein Handy geladen war und so. Bro, das Wasser lief mir schon wie so ein fucking Wasserfall runter. Ey. Fuck my life, Alter. Viel zu heiß. Viel zu heiß. Aber apropos heiß, ich gehe mir jetzt gemütlich was zu essen gönnen und was Kaltes zu trinken und dann geht's dann weiter in meinen Lieblings-Sweet-Shop, den Blow Thailand HIB. Yeah. Okay,
Und jetzt ist so, in Thailand ist ja nicht so das reichste Land so. Und deswegen muss man hier die Stromkarte rausnehmen, wenn man aus dem Zimmer geht. Und das ist mein Ausblick, wenn ich die Tür öffne. Ja. Gut. Hier unten wohnen gemütlich die Einheimischen. Ne? Das sind diese kleinen Hütten, die man auch sonst eher so aus Videos kennt und so. Ich sehe die hier jetzt wirklich und das ist faszinierend und tut mir irgendwie ultra leid, dass Leute in so Blechhütten wohnen. Aber man muss auch sagen, die Leute, selbst die in diesen Blechhütten wohnen, die sind glücklicher als wir. Kann ich euch echt sagen, Mann. Dann geht's hier rein, ne? Übrigens, das ist so der Gang zu meinem Zimmer. So. Dann ist hier auch schon der Lift. Und das Ding hier, das kann leuchten. Weiß nicht, ob ich euch das schon mal in einem Video gezeigt habe. Ja. So. Gut. Hi. Ja, das sind wir. Nice, ha? Huh? Warte, ich muss da das Ding ein bisschen höher stellen, so. Vielleicht das hier mal ausziehen. Gut. Nice. So. Jetzt geht's hier runter in die Lobby. Man kann in diesem Hotel auch Massagen und so haben, im Zimmer. Also wirklich nur normale Massagen, ne? Nicht so Happy End Massage und so. Das hier ist die Lobby. Da hinten ist der Poolbereich. Hier geht's raus. Und diesen Sound hört man die ganze Zeit hier. Wegen dieser dämlichen Maschine. So. Und das hier ist der Pool. Musste ich natürlich auch schon rein. Ist geil. Und hier drüben ist Essen und so. Ich habe aber noch nicht ganz gecheckt, zu welchen Zeiten. Und das, obwohl ich schon fast 2 Wochen hier bin. Ja. Ah ne, steht ja da. Dumm. Ah, okay. Von 6:30 Uhr bis 10:30 Uhr gibt es zum Morgenessen. Und von 6 bis 14 Uhr ist es insgesamt geöffnet. Es ist nicht so lange. Boah, so ein Blue Hawaii würde ich auch gerne mal probieren. Das sieht schon geil aus. Ich mag ja blaue Getränke. Und morgens läuft hier halt auch noch so, wie gesagt, wasserfallmäßig, ne? Ganz geil. Ja, habe ich ja vorhin schon alles erzählt. Gut, dann hier drüben haben wir direkt einen Weed-Shop. Ist jetzt auch nicht schlechtes Weed so, ne? Aber ein bisschen teurer als jetzt in meinem Lieblingsshop und qualitativ nicht ganz so der Hit. So, hier drüben ist dann so 7-Eleven und so. Und wir gehen jetzt aber hier. Weil da hinten, gleich da um die Ecke, ist ein
geiles kleines Restaurant und da will ich jetzt mal kurz Mittagessen und dann geht's los. So. Geil. Ja, hier kann man ganz gemütlich essen. Hallo. Okay. So. Und jetzt muss ich auch noch wieder Stoff rausholen, so, weil gleichzeitig Handy halten und hier essen ist ein bisschen schwer. Na gut. Thank you. Karten bekommen. Guck mal. Fette Karte. Hallo. So. Okay. Ja, ich will auch immer eigentlich auf Englisch denen irgendwas erklären, aber dann fällt mir immer wieder ein, dass eigentlich niemand hier Englisch kann. Hallo. Oh. Wird einem hier ein Fisch angeboten, so einfach nur. Noch so. Chicken Noodles, Alter. Das gibt's hier alles in so einem kleinen Restaurant. Da ist nicht viel. Und gestern habe ich hier so Curry gegessen. Kleine Portion Curry mit Reis. Mega, war ganz geil. War richtig geil. Oh, hier ist noch das hier hatte ich gestern. Auch die Fotos finde ich halt geil. Ich mag Kartenfotos. Macht mich mehr an als einfach nur alles geschrieben so. Bro, could I have water? Water first? Water? Yeah, please. Thank you. So, dann muss ich wenigstens nicht gleich ausdrucken in der Zeit, wo ich hier noch ein bisschen euch die Karte zeige. Das sieht halt auch alles geil aus. Ich glaube, das bestimmt. Dann kriegt man das hier gemütlich direkt mit Eis so. Das sieht halt schon ultra geil aus. Und das jetzt. Ja, da gibt es noch einiges zu probieren. Mir ist so leid gekommen, immer wieder Fragen so, ja, hast du dich schon entschieden? Nein, ich muss hier weiter. Das ist sicher auch. Vielleicht nehme ich auch Platz.
Ganze kostet hier irgendwie so ein paar Franken, so ein paar Euro. Ich glaube so 3, 4 Euro. Ihr seht, die Karte geht auch noch weiter, Bro, aber ich muss mich jetzt noch für was zu essen entscheiden. Ich habe Hunger. Wir sehen uns gleich wieder. So, das hier habe ich genommen. Die Leute sind noch. Thank you. So. Kamera aufbauen. Ich lasse es mal. Aber es ist geil gemütlich hier drin. Essen ist gekommen. Geil. Essen. Genau. Mir ist hier gerade mein Panzerglas gesprungen. Gut, dass ich das drauf habe. Weil durch den Wind ist die Kamera gefallen, also mein Handy, und direkt aufs Essen drauf. Aber ist gut, ist gut. Ich habe ja Panzerglas, alles in Ordnung. Das ist so geil. Richtig geiles Essen. Ihr seht, direkt um die Ecke vom Hotel. Ich laufe raus, bin schon da. Oh. Also, Essen hier in Thailand war bis jetzt eigentlich immer geil. Ich hatte einmal so 2 Spießchen probiert, kleine Fleischspieße. Der eine war mit Rindfleisch, der andere mit Hühnchen. Nee, stimmt nicht, mit Ente. Die waren jetzt nicht so gut. Aber sonst, alles, was ich bis jetzt gegessen habe, richtig geil. Das ist jetzt, glaube ich, mit Schweinefleisch, mag ich nicht. Ja, doch, doch. Stimmt, Stammpork. Und gestern hatte ich so Curry mit Chicken. Auch richtig geil. Das sind ja auch immer so Großverkäufer und so. Hier gibt es, glaube ich, täglich eine Lotte, aber sehr, sehr kleine Grillshows. So.
gemütlich ein bisschen am Rumgucken, die Straße am Anschauen während dem Essen, Alter. Genießen, Mann. Einfach geil, Digga. Vor allem das Beste hier am Essen ist halt einfach, es ist alles komplett frisch. Deswegen schmeckt auch alles so geil, Mann. Ich glaube, die beiden Spieße, die ich da hatte, waren eben nicht ganz so frisch und das schmeckt man hier direkt. Aber das Gute ist auch, sagen wir jetzt, ich würde das nicht mögen oder so. Ich kann es zurückgehen lassen, ist nicht sauer oder irgendwas, das ist ganz nicht. Touristen haben halt manchmal ein bisschen anderen Geschmack als die Thais. Und dass wir natürlich gerne herkommen, um irgendwelche komischen neuen Dinge zu probieren. Ist ja auch. Eigentlich Goldzimmer. Der Mann da hinten, der redet gerade darüber, wegen den besten Bars und so, in welche man nicht gehen sollte. Und da kam ein bisschen Gas hoch. Aber ganz ehrlich, also erstens, die ganze Stadt hier ist eigentlich ein riesiges Rotlichtviertel. Und ich würde sogar sagen, eins der größten der Welt, so wie ich das gehört habe. Und die Sicherheit hier ist unglaublich. Also man kann in jede fucking dunkle Seitengasse rein, da passiert einem nichts. Im Gegenteil, man kommt meistens an ziemlich geile Orte. Und die Bars, wo ich bis jetzt war, waren eigentlich alle gut. Ich habe jetzt keine Bar, wo ich sagen muss, nee, da gehe ich nicht mehr hin. Im Gegenteil, also eigentlich ist für mich eher so das Problem, dass mir alle diese Bars so sehr gefallen, dass ich mich manchmal nicht entscheiden kann, in welche ich gehen soll. Okay, also ich esse den Rest noch gemütlich auf. Dann laufen wir weiter die Straße runter und gucken, wo wir hinkommen. Ich gucke immer noch in die falsche Seite, Alter. Aber er ist da. Bis gleich. So, ich war hier hinten kurz beim ATM. Und dann laufen wir jetzt nochmal die ganze Straße da durch. Aber erstmal gibt es für mich kurz ein Zigarettchen. Und ja, dann laufen wir mal los, ne? Cool, cool. Übrigens, ne, ihr seht hier Himmel und so leicht bewölkt. Es ist gerade Regensaison, also das bedeutet hier, es kommt ab und zu mal ein paar Minuten Regen. Und dann brennt dir die Sonne wieder den Arsch weg. Ah. Okay, wir hier mal um. Das ein bisschen höher wieder. Ja. Sehr gut. Alter, also das hier ist jetzt die Straße, die ich eigentlich ziemlich jeden Tag mal laufe. Und die führt dann auch direkt zur großen Hauptstraße. Von da aus geht es geradeaus runter zum Strand. Echt cool, also auch die kleinen Häuser hier und so, muss ich echt sagen, gefällt mir, Mann. Gefällt mir. Sorry? To beach. Oh. Yeah. Make a video, show YouTube, the beach and yeah.
Thank you, you too. Can I film this? It's okay? Thank you. These are offerings for the gods, right? Okay. Nice. Have a good day, ma'am. Also, ihr seht hier auch, es sind übelst freundliche Leute. Das ist deren privates Haus und ich darf da einfach reinfilmen. Dann gibt es ja auch immer wieder überall so Motorradtaxis und so und dann Massagesalons und hier gibt es natürlich mal wieder Weed. Das ist jetzt aber nicht mein Lieblingsstore. In dem war ich gar nicht. Der hat jetzt erst gerade vor ein paar Tagen aufgemacht. Ich glaube vor 2 Tagen hat er eröffnet oder so. Ich meine, könnte man trotzdem mal probieren. Hier ist das Cuba Hotel, Cubanista. Hier gibt es noch einen kleinen Waschsalon. Und sieht aus, als würde hier dann auch wieder irgendwie ein Weed Store entstehen oder so. Und man sieht es jetzt gerade nicht, weil der Lastwagen vor mir ist, aber direkt da vorne ist dann auch schon mein Lieblingsstore. Oh, Digga, und ich schwitze mir wieder ein ab. Das ist ja nicht normal hier. So. Sorry, ich musste kurz Kapuze hochziehen. So fängt die ein bisschen den Schweiß auf und mir tropft nicht alles in die Fresse. Ich finde auch die Verkabelung hier so gruselig. Man sieht aus, als könnte jederzeit irgendwas abbrechen oder Feuer fangen. Hier entsteht ein neues Hotel. Das Srin Hotel und da drüben kommt dann auch schon mein Store. So, hier hinten. Das ist es. Das ist mein kleiner Lieblingsstore hier. Bestes Weed. Hier chill ich mal kurz hin und rauch gemütlich ein, dann geht's weiter. Gut, bis gleich. Ah ne, warte, eigentlich kann ich euch ja laufen lassen. So. Kann man hier reingucken und Hallo sagen? Hallo! You good? YouTube. Ja, und hier starte ich dann immer so meinen Tag, bevor ich losgehe. Ganz gemütlich. Oh, kommt gerade noch jemand an. Das ist ein Franzose, den ich kennengelernt habe. Ein netter Typ, Mann. Oh, bin ich am Schwitzen, ey. So. Und das ist Miki. Say hi! Sie arbeitet hier hat den Laden zusammen mit dem Besitzer richtig gut. Das sind richtig gechillte Leute hier. Und habe mir jetzt extra hier noch kurz den Ventilator angemacht. Voll süß. So. Gut, aber jetzt mache ich kurz Pause. Hol mir kurz Weed. Dann sind wir gleich wieder da. Peace. So, also, mein Weed habe ich jetzt. Und jetzt kann ich hier gemütlich bauen, wie ich will.
Ich kann hier rumchillen, wie ich will hier. So, also, meinen ersten Joint habe ich jetzt heute schon gehabt. Jetzt kommt mein kühles Glas mit Eis. Und thank you so much. Und dann gibt es den zweiten. Und dann würde ich sagen, laufen wir los. Und ich zeige euch endlich mal Pattaya im Tageslicht. Es ist echt ein geiler Ort. Es ist wunderschön. Jetzt habe ich, ich glaube, so eine Stunde, 1,5 Mal hier gesessen. Jetzt chill ich wahrscheinlich noch etwa eine Stunde hier rum. Einfach so hier drin, ganz gemütlich. Und dann hat es schon, würde ich sagen, genug abgekühlt, dass ich wenigstens ein bisschen rumlaufen kann. Aber ich weiß, wenn wir runterlaufen, ey, das glaubt ihr nicht. Ja, gut, das reicht ja jetzt eigentlich mit unnötig in die Kamera labern. Dann stelle ich jetzt mal mein Handy auf, probiere es zumindest mal. Wir bauen mal ein und dann gibt's Buffi Buffi. Ja. Ein Gramm hier kostet so 600 Baht. Das ist nicht viel. Das sind, glaube ich, 16 Euro. Und wenn die sagen 1 Gramm, dann geben die dir eigentlich immer mehr. Also es ist, die gucken nie punktgenau auf 1 Gramm. Egal in welchem Store du jetzt gehst. Ich habe bei keinem gesehen, dass die punktgenau sind. Von dem her, wenn man jetzt mit einrechnet halt, dass die da auch immer ein bisschen Plus geben und das eigentlich gar nicht nur 1 Gramm ist, was man kriegt, ist der Preis eigentlich, würde ich sagen, so ein bisschen wie in der Schweiz. Straßenpreis in der Schweiz. Ja, das ist das Gleiche. Einer. Der macht genau Laune. Aber ich glaube, der Mann ist wieder live auf Twitch. Also wenn man da mal reingucken will, oder das japanische Twitch. So. Oh, yeah. Thank you.
Also, wir sind losgelaufen, da von da hinten gekommen und gehen jetzt weiter die Straße lang. Deswegen fummel ich hier jetzt ein bisschen rum, um die Kameramann, so nämlich. Und da mal ein bisschen ausrichten wieder. Und dann hier wieder höher stellen. Und gut. Genau, hier geht's weiter. Und vorne werde ich dann, wenn wir an die Hauptstraße kommen, noch kurz eine Pause einlegen und dann gleich weiter filmen, nämlich den Weg bis zum Strand runter. So. Ja. Also ihr seht schon, das ist echt ein verdammt gemütlicher Weg. Vor allem, wenn man halt noch kurz Pause einlegen kann und ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, bisschen reinzubuffen, genau. Nee, ist geil, Alter. Läufst hier gemütlich rum, gibt schon viel zu sehen, auch viel Müll natürlich, aber halt auch so geile kleine Häuser. Und so, die Gassen sind so verwinkelt und trotzdem kennt man sich nach kurzem recht gut aus. Also auch wenn man sich das jetzt vielleicht nicht so vorstellen kann, das funktioniert hier ziemlich gut mit dem Auskennen und so. Ja, man erkennt schnell was, das man sich merken kann und ja, das macht die ganze Sache nicht einfach. Dann kann man sich merken, zum Beispiel hier Richie Health Massage. Okay, gut, hier muss ich abbiegen. Hier ist ein 7-Eleven. Da kann man sich noch recht gut orientieren, würde ich sagen. Gut, und ich muss kurz darüber. Da ist nämlich der Massagesalon von der Lady, die ich kennengelernt habe. Und die Dame hat ihre Kontaktlinsen vergessen. Und die bringe ich hier schnell und dann geht es. Gut, dann sehen wir uns gleich. Tschüss. Okay, also das hätten wir geschafft. Die Kontaktlinsen sind abgeliefert. Jetzt kann ich für euch weiter schön Video aufnehmen. Und ja, ich mache meine Visage mal weg hier. Gut. Ja, gucki. Das ist die Hauptstraße. Hier laufe ich eigentlich jeden Tag bis zum Strand runter. Da gehe ich dann puffen und gemütlich chillen. Jetzt muss ich ehrlich gesagt zugeben, dass ich hier, glaube ich, noch nie tagsüber wirklich durchgelaufen bin. So. Moment, muss ich mir kurz Zigarette anzünden. Hier kann man zum Zahnarzt, ein Motorradtaxi und hier wird genäht und da drüben noch ein Zahnarzt und hier haben wir Nagelstudio und hier haben wir Sprachzentrum oder so. Und hier haben wir oder so. Und hier gibt es dann Gras. Und dann gibt es noch viele Massagestudios. Hallo. I like you. Und hier gibt es Souvenirs. Da müsste ich dann auch meiner Mutter noch etwas holen. So ein kleines Bandana. Das mache ich gleich kurz.
Ich habe wieder voll verkackt, da kamen gerade keine Buchstaben aus mir raus. Ja. Ich muss die Kamera so scheiße hochhalten, Mann. Ja, das ist besser. Gut. Komme ich jetzt gut? Ah, passt schon. So. Und hier ist die Ladies filmen wieder. Ja. Ich mache mir Spaß. Hier ist okay. Kein Problem. Aber wir müssen trotzdem weiter und nicht immer abgelenkt werden. Und genau das meine ich, nicht immer abgelenkt werden. Und hier, wenn ich mich hier mal so nach hinten drehe, sieht man hier auch so diese kleinen Gässchen. Und das Geile ist eben, ja, mein Schuh ist aufgegangen. Das ist jetzt nicht so geil. Okay, warte. Kurz hier chillen. Gut, also. Hier dieses kleine Seitengässchen. Oh, Mietekatze, hi. Kann man einfach durchgehen. Also es stört hier auch niemanden. Und gefährlich ist es schon gar nicht. Das ist so, also in der Schweiz ist das gefährlicher, Mann. Ah, hier trainieren wohl Leute. Das ist wohl eine Wohngegend, glaube ich. Und ja, hier wieder ein kleiner Tempel mit vielen Opfergraben hier. Oh, guck mal, Miezekatzen, die sind hier überall. Das ist schön hier. Aber hier will ich nicht stören, das ist eine Wohngegend. Okay, wir gehen wieder. Aber auch geil zu sehen, Mann. Also hat mir gerade ultra gefallen, dieser kleine Innenhof da mit diesem Gebäude drumherum sozusagen, Mann. Das ist schon geil. Ah, übrigens wurde ich auch schon gefragt, ob es hier Karaoke gibt. Ups, das ist ein bisschen zu weit raus. Ja, es gibt Karaoke hier. Ich war da jetzt noch nicht drin, aber ja, ich kann hier eigentlich auch so dieses Weitwinkel-Ding machen, ne? So sieht man ein bisschen mehr. Aha, hier gibt es auch wieder Burger und Fisch. Motorräder und Taxis. Wo geht's hier lang? Sieht auch wieder so einladend aus, ne? Aber komm, wir gehen weiter. Wir gehen weiter an den Strand und ziehen durch. Genau, das wollte ich sagen. Wow, diesmal hat es funktioniert mit dem Reden. Nice, bin stolz auf mich. Ist das warm, Digga. Hier gibt es auch viel zu essen natürlich. Sorry, ich habe hier so voll den straight geradeaus Ding drin gehabt. Genau, rumzeigen hier. Oder hier geht es auch wieder in so einen kleinen Hinterhof. Ja, das meine ich halt. Man wird die ganze Zeit von irgendwas Kleinem abgelenkt. Und dann nimmt man nicht mal auf, was man eigentlich aufnehmen will. Hier wieder so ein Schmuckgeschäft. Dann indisches Essen. Dann Bank. Da drüben
glaube ich, so ein kleiner, ja, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. So ein kleiner Laden halt, ne, wo du so ziemlich alles kriegst. Aber überwiegend Food. Dann hier geht es zu einem fetten Hotel rein. Hier habe ich die Tasche gekauft und wieder indischer Food. Uhr. Viele Uhren kann man hier kaufen. Natürlich kein Original, aber ja. Oder ja, teilweise habe ich schon Originale gesehen, aber ja, ich sahen dann doch ein bisschen so aus, als könnten die jemandem vom Handgelenk gefallen sein, wenn ihr versteht. Obwohl ich halt auch wirklich festgestellt habe, ne, Kriminalität ist hier ziemlich klein geschrieben. Das also wird schon geben, ne, auf jeden Fall. Ich habe auch schon Dealer gesehen für Kokain und so, und das ist nicht legal. Und ja, das gibt schon auch. Aber ansonsten, also auch jetzt gerade was irgendwie so bisschen, sag ich mal, verstanderweiternde Substanzen angeht, kriegt man hier eigentlich auch alles in Läden. Deswegen ist, ja, außer was zu klauen, kann man nicht wirklich groß was machen hier. Und das Klauen ist schwer wegen all der Kameras, die halt wirklich auf allen paar Metern zu finden sind. Also vor Geschäftern, hier ist eine, dann hier drüben ist noch eine, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, hier ist so ein Mietladen wieder, einer der größeren. Nice. Hier gibt's Eiscreme. Eigentlich auch nicht falsch, ne? Könnte man machen so. Ja, weiß ich jetzt nicht, ne? Ja, was ist das da? Sieht schon irgendwie geil aus. Aber ich hätte auch irgendwie Bock auf mal wieder irgendein Schokoladeneis oder so. Und das hier übrigens, da war ich, als ich das erste Mal hier lang lief, auf der anderen Straßenseite. Und das ist der beschissenste Ort, um über den Fußgänger zu gehen da drüben. Da kommt, wie ihr seht, hier kommen die Leute her, da kommen die Leute her. Also egal welches Ding hier offen ist, welche Ampel auf grün ist, wer hier fahren darf, die gehen immer da drüben durch. So ziemlich alle wollen da rüber. Deswegen ist es viel einfacher hier durchzugehen. Also ihr seht, hier kann man, prinzipiell könnte ich jetzt auch einfach loslaufen, aber ich nutze doch die Chance gerne, um euch mal ein bisschen hier was zu zeigen, zu erklären, euch voll zu labern, wie immer, ne? Da drüben übrigens eine dieser bekannten thailändischen Schönheitschirurgien. Wie nennt man das? Bangkok-Klinik halt, ne? Der Name für eine Klinik in Pattaya. Bangkok ist übrigens so, ja, ich würde mal sagen, 2, 3 Stunden weg von hier mit Auto. Ja, vielleicht eher 1, 2, keine Ahnung. So, und grün. Es ist hier auch manchmal ziemlich lange gut, aber weniger lange als da drüben.
Also da drüben stellst du dich echt dumm und dämlich an, wenn du da warten willst, Mann. Hier Schönheitsklinik. Da vorne kann man Anzüge kaufen, das kann man hier auch überall. Ja, das sieht schon gut aus, die Anzüge, aber ich brauche hier keinen Anzug, Mann. Es ist mir auch so ein bisschen zu warm. Bald geschafft, bald geschafft. Voll nett, der Typ hat mitten Wischen gewartet, damit auch ja kein kleines Dreckchen auf mich fällt. Hier auch wieder so eine süße kleine Bar, Alter. Da drüben dann die anderen Arten von Bars, wo man dann auch gern mal von ein paar hübschen Ladies reingezogen wird. Deswegen laufe ich hier auf dieser Straßenseite. Das macht vieles einfacher. Hier auch wieder so ein kleiner Altar für die Götter. Das ist schön, das ist wirklich schön. Ich finde das schön, so zwischendurch, zwischen all dem Zeug hier, auch einfach mal wieder so ein bisschen Kultur. Und da vorne sieht man auch schon das Meer. So, ich würde sagen, 5 Minuten sind wir da. Ja, das sieht näher aus, als es ist. Ah, nee, Quatsch, 5 Minuten, 2 Minuten, so. Aber, ja. Sieht schon näher aus. Komm, ich laufe langsamer, dann sind es doch 5 Minuten. Alter, und ich schwitze mir wieder den Arsch ab, Mann. Aber wenigstens nicht nur ich, auch die Einheimischen. Souvenirshops gibt es auch viele. Und natürlich Essen bis man Platz, Alter. So. All good, all good. Das mag ich nicht so, wenn direkt hinter mir so laut telefoniert wird und ich eigentlich Video aufnehme. Hier schöne Hemden, Alter. Nice, nice. Ja, Skydiving, das mache ich garantiert nicht. Bin ja nicht lebensmüde, ne? Nur vielleicht ein bisschen dumm. Aber nicht so. So. Gut. Jetzt da vorne ist halt die Frage, in welche Richtung will ich gehen? Will ich jetzt schon Richtung Dingsbums gehen da? Weiß nicht mehr, wie das heißt. Walking Street. Oder will ich auf die andere Seite gehen und mal erst ein bisschen was essen, filmen und so.
Nee, komm, wir gehen erstmal nach unten. Gegessen habe ich ja eigentlich schon, als ich losgelaufen bin. So hungrig bin ich gerade nicht. Ja. So, wir kommen ans Meer. Alter. Ist das schön oder ist das schön? Digga. Jetzt muss ich da irgendwie rüberkommen. Oh, irgendwie hat sich gerade erledigt. Nämlich so. Ich laufe ganz einfach. So. Gut. Wir haben's. Oh, das ist neu. Das war gestern nicht da. Auch cool, auch cool. So, gibt es hier irgendwo Bier? Bier oder besser ein Smirnoff Eis, das ist mir ein bisschen lieber. Und dann hier auf so eine Liegebündel. Das geil, das geil. Hier drüben sind wieder gemütliche Bars und so. Ja, hier viel zu sehen. Ich weiß auch nicht, was, wo ich genau machen will. Deswegen laufen wir jetzt einfach. Wir laufen, bis etwas Interessantes kommt. Obwohl eigentlich könnte ich ja schon auf die andere Seite laufen, weil hier habe ich ja schon das Video am Abend, wo ich hier lang laufe. Ja, keine Ahnung, eben seht ihr, es ist schwer. Man läuft einfach mal los und hofft aufs Beste. Ja. Ich dachte gerade, was stinkt hier neben mir so Mülltonne. Ja, weiß immer noch nicht wohin, was tun. Wie gesagt, so hier wäre nice. Da drüben gibt es auch einen Store. Gut, dann denke mal, ich bin gleich wieder da. Ich gehe kurz ins Store. Obwohl, ich kann euch ja mitnehmen. Ich kann ja Kamera laufen lassen. Aber dann muss ich wieder über Straße gehen. Das packt mich eigentlich gerade an. Das ist gruselig. Hier sieht auch interessant aus. Ja, komm. Moment abpassen, so. Ja gut. Die machen sich einfach im Moment so. Dann, ich gehe mal kurz hier durch. Dann ist das gemacht und wir sind nicht mehr gefahren. Und gerade fast auf die Fresse gefallen. Jetzt würde ich sagen, ich gehe mal kurz ins Store und gucke, was es da so an Getränken gibt. Dann vielleicht mal kurz am Strand chillen und kurze Pause. Alter, hier drin ist schön kühl, Mann. Guckt euch den Schweiß an, Bro.
Okay, okay, Getränke. Getränke. Das ist Bier. Ja. Bier ist gut, aber ich hätte lieber, genau, hier, glaube ich, ist Minus. Ja. Oh, Quatsch. Hier. Nice.โหลตามีอะไรจะบอก And one Marlboro ใบ Gold. กำกับภาษีทำไงอ่ะอะไรนะใบกำกับภาษีทำยังไงอ่ะใบกำกับภาษีใช่ตัวเหลือเกิน Mhm. So. Frisch eingekauft. Jetzt rüber und auf eine Liege chillen. Würde ich sagen. Wäre so ein guter Plan mal. Sorry. Und okay. Hier muss ich immer, da geht's immer so runter, Mann. Hier muss ich immer ein bisschen gucken, damit ich nicht irgendwie von einem Auto überfahren werde oder so. Oh, die packen gerade die Liegen zusammen, finde ich nicht so geil. Okay. So, okay, also, die kosten 100 Baht zum Chillen hier. Aber das machen wir jetzt, das machen wir. Gemütlich hier. Ah, ganz gechillt, Alter. So. Ist okay to smoke. Okay. Perfekt, man darf hier rauchen. Nice. Weiß gerade nicht, wo ich meine Zigaretten hingetan habe. Aber jetzt würde ich sagen, ich mache hier mal kurz Pause und gönn mir zu trinken. Bin gleich wieder da, muss kurz die Flasche öffnen. So, dann würde ich gemütlich mal mein... Was bist du denn? Hey. Was bist du, Digga? Hau ab! Alter, was willst du von mir? So, okay. Oh, man kriegt sogar am Strand Massagen angeboten, Mann. Prost! Guck dir diesen Ausblick an, Mann. Tja, dann. Gönnung. Geil. Gut. Stellen wir das hin. Und ein bisschen gucken, wie es am besten geht. Gut, ganz gemütlich. Der Mann macht hier irgendwie die Regenschirme krass. Okay. Ja gut. Weiß jetzt nicht wofür. Kann ihn auch nicht wirklich fragen, weil das ist einer der Herren, die nicht wirklich dem Englisch mächtig sind. Okay.
Ah, nice, thank you. Also, der hat hier, ich zeige, das sind so Löcher, in die diese Sonnenschirme stecken. Und der hat Wasser reingekippt, damit das Loch bleibt, wenn er die Schirme rauszieht. Dann macht er da so kleine Glasfläschchen rein. Und das sind dann die Markierungen für morgen, damit er weiß, wo die Sonnenschirme genau hingehören. Geiler Scheiß, geile Idee. Einfach geil hier, Mann. Vor allem jetzt sind die Temperaturen richtig geil. Es ist richtig nice hier zu chillen. Und ich bin jetzt letztens auch schon mal mit der Kamera in der Nacht die Walking Street entlang gelaufen. Eigentlich habe ich gedacht, so die Securities würden mich dann alle mit dieser Taschenlampe blenden und so. Aber war okay für die. Ich habe jetzt nicht spezifisch die Frauen gefilmt oder so, aber ich habe jetzt auch mal überhaupt nicht darauf geachtet, dass ich die nicht auf dem Bild habe oder irgendwas. Jetzt haben wir hier Aufreihesicht, der Schirm ist weg. Geil. Da drüben ist noch die andere Seite. Also hier vorne, das ist jetzt der Teil von Pattaya, wo ich noch nicht wirklich war. Ich war irgendwo da hinten schon mal für ein Video. So. Der Sanctuary of Truth war ich drin. Ich weiß nicht, ob ich das... Oh! Looks good. Chicken, prawn. 40 baht for what? Okay. Yeah. Prawn? Chicken? Chicken. Okay. Ja, geil. Zu essen habe ich jetzt auch. So ein bisschen was. Ich meine, für irgendwie Preis von 2 Wasserflaschen hier kriege ich hier ungefragt Essen geliefert am Strand, während ich am Buffen bin und gemütlich am Saufen. Dinger kann man nicht meckern, es ist zwar kalt, aber ist doch egal. Hühnchen. Ich habe fertig gegessen und jetzt würde ich sagen, gehen wir dann auch gleich los. Ich bin hier noch kurz am Unten, so, nicht mehr viel. Und ja, dann laufen wir gemütlich da weiter die Straße runter.
mehr Essen brauche ich jetzt echt nicht mehr. Ich habe mir vorhin gedacht, so vielleicht doch umkehren und ein bisschen Essen holen gehen, aber nee, bin satt. Wagenhütchen, Jetskis aber umfahren. Alter, ich könnte hier stundenlang rumsitzen und einfach nur geradeaus gucken. Einfach geil. Hier sitze ich gerade, chille, habe einen kleinen Drink, gemütlich am Rauchen, Digga. Alter, und niemanden stört's, man kann hier tun und lassen, was man will. Einfach geil. Mach du keinen Ärger, dann macht dir niemand Ärger. Alter, ich habe mich noch nie so frei gefühlt wie hier, fuck my life. Das ist auch geil. Also normalerweise, ne, ich wohne ja Schweiz und so, ne, und auch hier in Deutschland und Österreich oder wo auch immer ihr das Video sehen werdet vielleicht. Diggi, hello. Bei uns geht die Sonne da unter. Da drüben. Hier geht sie da unter. Das ist irgendwie strange. Stranger Things. Yeah, baby, Stranger Things. Ja, komm, stehen bleiben. Zu mir. Sound gibt es hier natürlich auch immer überall. Ja, das habe ich auch immer so die Befürchtung, dass da Probleme geben könnte. Aber ja, ich verdiene ja eh kein Geld mit den Videos, von dem her ist das eigentlich ziemlich egal. Falls eines dann kommt, ein Lied, was gemutet werden muss, weil sonst das Video, keine Ahnung, nicht hochgeladen werden darf oder irgendwas, ja gut, dann gut und sonst ist gut. Ja, hat sich gerimt, immer wenn ich rhyme. Jetski fahren hätte ich eigentlich auch mal Bock so. So, aber ich würde sagen, ich habe einen Plan, was ich heute filmen will. Und zwar gehen wir heute die Walking Street filmen. Ich habe da ja schon das erste Video gemacht, wo ich gesagt habe, da kommt dann im Anschluss Walking Street Video. Vielleicht klatsche ich das geil. Ja doch, denke, das ist gut. Auf jeden Walking Street. Das machen wir. Dann sehen wir uns gleich da. Oder auf dem Weg. Keine Ahnung. Tschüss.
Ja, wieder unterwegs zur Walking Street. Genau.